Dankeschön. Ich freue mich, diese Predigtreihe weiterzuführen, Holy Patchwork, in der wir uns in den kommenden Wochen mit Gottes revolutionärer Idee von Kirche befassen. Es war schon immer Gottes Idee, dass Kirche Familie ist. Familie. Es tut uns gut, in unserer westlichen und individualisierten Gesellschaft uns daran zu erinnern, dass dein Glaube Familie braucht. Dein Glaube braucht Familie. Ah, schön. Und einen Screen. Und eine Grace, die den Screen anstellt. Vielen Dank. Applaus. Kirche braucht Familie. Kirche braucht einen Screen. Nein, Familie ist wichtiger. Sonst machen wir den weg. Ist gut? Yes. So. Machen weg, ist gut? Okay. Wir haben es probiert, ist auch gut. Super. Wir machen es ohne, ist gut. Super. Applaus für Grace nochmal, komm, das machen die super, super, Dankeschön. Sehr nice. Hey, wenn du ins Neue Testament blickst, dann gibt es 58 verschiedene Einanderworte. 58 Mal wird beschrieben, liebt einander, ermutigt einander, dient einander, nehmt einander auf und so weiter. 58 Mal. Letzten Sonntag haben wir über liebt einander gesprochen. Schau dir diese Predigt an, wenn du das verpasst hast, weil das ist die Grundlage für alles andere. Und heute sprechen wir über ein anderes Einander, das das Potenzial hat, dein Leben und das Leben der Menschen um dich herum zu transformieren. Ich verspreche es dir. Das ist so ein zentrales Einander. Und wir lesen zusammen in 1. Thessaloniker 5, Vers 11. Dort steht, ermutigt einander. Und erbaut einander. Paulus sagt, wir sollen uns gegenseitig ermutigen und auferbauen. Und Gott hat jedem von uns ein unheimlich kraftvolles Werkzeug dazu gegeben. Und das ist deine Zunge. In Sprüche 18, Vers 21 steht, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebevoll gebraucht, nährt sich von ihrer Frucht. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Deine Worte haben unheimliche Macht und ich bin mir sicher, dass die meisten hier drin oder online schon einmal erlebt haben, wie negative Worte dein Leben zum Schlechten geprägt haben. Worte, die über dir ausgesprochen worden sind, die dich bis heute gezeichnet haben. Der eine Lehrer, der dich vor der Klasse bloßgestellt hat und gesagt hat, du bist ein Nichtsnutz oder aus dir wird nie was. Oder dein Ehepartner oder Partnerin, die etwas Kränkendes gesagt hat, etwas Beschämendes, was dich bis heute irgendwie verletzt. Oder deine Eltern, die etwas über dir ausgesprochen haben und du leidest immer noch an dieser Wunde. Oder eine Person in deiner Schulklasse, die etwas über dein Aussehen gesagt hat, das dich bis heute prägt und limitiert und einschneidet. Oder ein Spitzname, der dir gegeben worden ist, der dein Leben einfach schlechter gemacht hat. Worte können immensen Schaden anrichten und ich hoffe jetzt mal, dass zumindest gleich viele Menschen hier heute in der Halle sind oder online, die auch schon mal das Positive von Worten in ihrem Leben erlebt haben. Worte des Lebens, Ermutigungen, eine Ermutigung, die dich so gestärkt hat, dass du heute noch daran zehrst. Ich kann mich an Ermutigungen erinnern von Menschen, die etwas in mich hereingesprochen haben, was mich bis heute nährt. Jemand, der ein Potenzial in deinem Leben gesehen hat und das ausgesprochen hat in deinem Leben. Vielleicht kennst du diese positiven Aspekte von Worten auch. Und wir müssen in diesem ganzen Thema verstehen, dass Worte nicht nur deskriptiv sind,
sondern auch performativ. Also auf Deutsch gesprochen, Worte beschreiben nicht nur eine Realität, Worte schaffen auch eine Realität. Worte haben Kraft zum Tod oder zum Leben. Das Gute daran ist, wenn du heute hier bist und du wurdest negativ geprägt durch Worte, dann ist die gute Nachricht dabei, dass genau gleich wie dir geschadet worden ist durch Worte, durch positive Worte des Lebens wieder Heilung in dein Leben reinkommen kann. Amen. Es ist möglich, dass du wieder aufblühst, wenn Worte der Ermutigung und des Auferbauens gesprochen werden. Ich würde sogar sagen, dass unsere Kirche einen Impact in dieser Gesellschaft haben würde, den wir uns nicht vorstellen können, wenn unter uns wirklich diese göttliche Kultur der Ermutigung gelebt würde. Ich glaube, Menschen würden hier drin und in unserem Umfeld geheilt werden und göttliches Potenzial wird freigesetzt, wenn wir das wirklich umsetzen würden, wenn diese Kultur der Ermutigung von uns täglich geatmet und gelebt würde. Das Problem von uns Menschen ist, dass wir uns oft an das Gute gewöhnen und das nicht mehr aussprechen, aber das Schlechte sehen wir und das sprechen wir aus, oder? Es gibt dieses Sprichwort, das diese Misskultur beschreibt. Nicht geschimpft ist halb gelobt. Das kommt aus dem Baselland. Nein. Nicht geschimpft ist halb gelobt. Als ich vor 10 Jahren oder 11 Jahren angefangen habe zu predigen, ich habe unzählige Komplimente erhalten für meine Predigten. Entweder meine Predigten wurden schlechter, oder aber ihr habt euch daran gewöhnt. Und ich sage das nicht, versteht mich nicht falsch, ich sage das nicht, weil ich mehr Lob von euch will und schon auch, aber nicht nur. Nein, ich will das sagen, um auf etwas hinzuweisen. Wir gewöhnen uns an die guten Sachen, nehmen sie für selbstverständlich und die schlechten Sachen, die sehen wir und die sprechen wir aus. Und ich habe einen Vorschlag, unsere Kultur zu ändern, okay? Wir ändern diese Kultur. Wir ändern dieses Sprichwort zu Loben zieht nach oben. Loben zieht nach oben und Worte wirken Wunder. Yes? Und das klingt jetzt vielleicht schön und das reimt sich auch. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, dass du dir das merken kannst. Aber um das umzusetzen in deinem Leben, musst du deine Gewohnheiten ändern. Das Ding ist, wir alle sind geprägt durch unsere Eltern, durch unsere Menschen, die nahe um uns stehen. Und wir nehmen die Art und Weise, wie wir sprechen, wie wir die Welt sehen, an und kopieren das. Vielleicht merkst du das, dass du selbst in diesem Cycle bist der Negativität, oder? Weil deine Eltern auch immer so gewesen sind. Weil deine Eltern das betont haben, was nicht gut war. Das Negative ausgesprochen haben und das Positive für selbstverständlich genommen. Und du merkst auch, wie dir das leicht fällt. Und du selbst wieder deine Kinder so behandelst, wie du behandelt worden bist. Und wir sind Teil unserer Kultur und müssen dort ausbrechen. Für gewisse von uns wird das einfach sein und für gewisse von uns schwieriger, je nach Prägung, oder? Aber ich bin überzeugt, dass es für jeden Menschen möglich ist. Für jeden Menschen, der sagt, ich folge Jesus nach. Den Charakter Gottes als Ermutiger und Auferbauer zu reflektieren in dieser Welt. Jeder Mensch kann das lernen. Jeder Mensch. Schau mal zu deinem Nachbarn auf deiner Seite und sag ihm, sogar für dich gibt es Hoffnung. Sogar du kannst das tun. Sogar für dich. Auch du kannst ein Ermutiger werden.
Es gibt diese faszinierende Geschichte im Alten Testament, die diesen Kulturwandel auf den Punkt bringt. Es ist die Geschichte von Jakob. Jakob, einer der Patriarchen vom Volk Israel. Und er wurde in eine Familie der Negativität reingeboren. In eine Familie, wo man das Negative durch die Worte beschreibt, weil man einfach das Gefühl hat, Worte sind deskriptiv. Ist halt so, ist halt schlecht, dann sage ich es auch. Und diese Spirale, dieser Zyklus beginnt bei der Geburt von diesem Jakobs. Der Vater Isaac hat eine Frau namens Rebekka, die ist schwanger mit Zwillingen. Ich möchte mit euch lesen 1. Mose 25, ab Vers 24. Und es kam die Zeit, da sie gebären sollte, und sieh, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Der erste, der hervorkam, war rötlich, über und über mit Haaren bedeckt, wie mit einem Fell. Und man nannte ihn Esau. Esau bedeutet, ist hebräisch und bedeutet es auf Deutsch, behaart. Das ist mal kreativ, oder? Aber das ist typisch für diese biblische Zeit, dass man bei der Geburt den Lebensumstand oder die Situation wahrgenommen hat, beschrieben hat und diesem Menschen diesen Namen gegeben hat. Ja, da kommt ein behaartes Kind zur Welt. Wie nennen wir es? Behaart. Esau, du bist der Behaarte, oder? Und dann kommt sein Bruder auf die Welt, der Zwillingsbruder. Danach kam sein Bruder hervor und seine Hand hielt die Ferse Esaus fest und man nannte ihn Jakob. Wie nennen wir den? Ah, der hält dem die Fersen fest. Komm, wir nennen den Fersenhalter. Weil Jakob bedeutet Fersenhalter oder Überlister. Weil die streiten sich schon jetzt um das Erstgeburtsrecht. Oder schon im Bauch sind die miteinander im Krieg. Und der greift die Ferse von Esau. Wie nennen wir den? Fersenhalter, Überlister, komm. Und wir müssen verstehen, dass Worte, besonders Namen, die wir Menschen geben, nicht nur deskriptiv sind, sondern performativ, die schaffen Realitäten. Wir sehen das vor allem im Leben von Jakob, dass seine Identität und sein Sein geprägt sind durch seinen Namen, die seine Eltern über ihn ausgesprochen haben. Sein ganzes Leben kämpft Jakob, damit er gesegnet wird. Sein ganzes Leben ist er dabei, andere zu überlisten, um selbst Vorteile für sich zu erarbeiten, auf Kosten von anderen. Sein ganzes Leben hat er ständig das Gefühl, dass er zu kurz kommt, dass er selbst für sein Recht schauen muss, dass er selbst schauen muss, dass Gott ihn segnet, dass seine Umstände gut für ihn sind, und er macht Tricksereien um Tricksereien. Als sie erwachsen sind, überlistet Jakob Esau seinen Bruder. Esau kommt vom Feld zurück, er ist am Jagen, weil er behaart ist, oder auch performativ, weiß auch nicht, er geht zu den Rehen und er jagt einen und Jakob sagt ihm, gib mir das Erstgeburtsrecht, dann gebe ich dir von meinem Linsengericht. Und Esau hatte Hunger und er bekommt das Erstgeburtsrecht. Später ist Isaac, liegt im Sterben, der Vater ist blind, alt, er weiß, er muss jetzt dann gehen und er möchte seinen erstgeborenen Sohn segnen, Esau, und sagt, holt mir Esau rein. Seine Mutter hört, dass Esau jetzt dann gesegnet wird, sagt Jakob, verkleide dich. Und er zieht sich ein Fell an den Arm und geht zu Isaac rein, der ist blind, und segnet den falschen Sohn, oder? Und Esau kommt rein und merkt, und der Segen ist vergeben, der rastet aus, schwört Rache, sagt, ich bringe den um, mein Bruder. Jakob muss fliehen. Wo flieht er hin? Er flieht zu Laban hin, wo er seine zwei Frauen kennenlernt. Und er ist dort bei seinem Schwiegervater. Was macht er dort? Der will ihn nicht ziehen lassen. Dann hat er irgendeine komische Zuchttechnik mit Schafen. Sagen sie, alle Gefleckten gehören dir und alle, die gestreifelt sind, gehören dir und so. Und hat er irgendeine Technik, die keiner versteht, aber sie funktioniert irgendwie, dass alle gesunden und starken Tiere zu ihm kommen und er reich wird und dann haut er ab. Ein Überlister, ein Fersenhalter. Jakob, seine Identität. Jakobs ganzes Leben ist gezeichnet durch diese Tricksereien.
diese Unehrlichkeit, diesen Kampf für sich selbst zu schauen. Du siehst, Worte haben Macht. Worte haben Macht. Aber das Geniale an dieser Story ist, dass die Worte von Gott noch mächtiger sind. Gott hat immer noch ein anderes Wort für dich, für deine Vergangenheit, für deine Prägung. Er hat eine eigene Identität für dich bereit, die er über dir aussprechen möchte. Und wir sehen das im Leben von Jakob, als er am Ende seiner Trickserei angelangt ist und keinen Ausweg mehr hat. Er muss von Laban wieder gehen, muss in die Heimat und dort erwartet ihn die Rache Esaus. Er war am Ende, er hatte Angst um sich selbst, um seine Familie. Er schickt seine Familie schon mal über den Fluss und sagt, ich bleibe noch diese Nacht. Diese Nacht muss ich Gott suchen. Er sucht Gott im Gebet und in dieser Nacht hat er eine Begegnung mit Gott, die sein Leben für immer verändert hat. Wir lesen gemeinsam 1. Mose 32 ab Vers 25. Jakob aber blieb allein zurück. Und jetzt wird es geheimnisvoll. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte heraufzog. Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte und berührte sein Hüftgelenk, sodass sich das Hüftgelenk Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. Und er sprach, diese geheimnisvolle Figur, lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da sprach er zu ihm, wie heißt du? Und er sprach, Jakob. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Eine einzigartige Geschichte in der Bibel. Geheimnisvoll. Einer ringt mit Jakob in der Nacht, die ganze Nacht. Ein paar Theologen sagen, es war ein Engel des Herrn. Wiederum andere sagen, es war Gott selbst, der Mensch wurde und mit Jakob gerungen hat. Wieder andere sagen, es war so eine Präinkarnation von Jesus Christus, der mit ihm dort am Fluss Jabok gekämpft hat. Wir wissen, dass Jakob selbst davon ausgegangen ist, dass ihm Gott hier begegnet ist, weil er nennt diesen Ort dann Peniel, was heißt so viel wie Angesicht Gottes, weil ihm Gott dort begegnet ist. Ist das nicht crazy? Ein Mensch ringt mit Gott eine ganze Nacht durch und gewinnt. Und wir wissen alle, niemand kann mit Gott ringen und noch gewinnen. Versteht ihr, wie ich meine? Das war, weil Gott das zugelassen hat, weil er sich auf dieses Level hingegeben hat von Jakob und die kämpfen miteinander eine ganze Nacht und Jakob sagt, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest, weil er Angst hat vor seinem Bruder. Ich lass nicht los. Und am Ende dieses Kampfes fragt Gott Jakob, wie heißt du? Jakob, Fersenhalter, Betrüger, Überlister. Und Gott sagt ihm, das hört heute auf. Du heißt nicht mehr Jakob, sondern Israel. Israel bedeutet übersetzt Gotteskämpfer oder Gott kämpft. Jemand, der mit Gott kämpft oder Gott, der kämpft. In einem Moment wird der Fersenhalter, der Betrüger zu Israel, zu jemand, der nicht mehr für sich selbst kämpfen muss, sondern erkennt, dass Gott für ihn ist und für ihn kämpft. Gott gibt ihm eine neue Identität, indem er ihm diesen neuen Namen gibt. Es ist, als würde Gott sagen, dein ganzes Leben war geprägt von Listen, von deinen Kämpfen, wie du für dich selbst geschaut hast. Das hört heute auf.
ab heute kämpfe ich für dich. Ist das nicht interessant? Ein kleines Side-Note. Wenn wir zu Gott beten und gesegnet werden wollen, wir haben irgendein Anliegen, mein Bruder will mich umbringen, Gott, ich brauche deine Hilfe. Oder Gott, ich habe dieses Problem und wir gehen zu Gott und wir sagen, Gott, segne mich. Und Gott segnet. Aber er macht es oft und meistens und wahrscheinlich zu 100% immer anders, als du dir das vorstellst. Er löst sein Problem mit seinem Bruder nicht, aber er gibt ihm eine neue Identität. Er geht an die Wurzel des Problems zwischen dem Konflikt von Esau und Jakob. Er gibt ihm einen neuen Namen. Und diese Begegnung für Jakob war so kraftvoll. Das hat sein Leben für immer verändert. Stell dir vor, dieser Frieden, diese Entlastung plötzlich. Zu wissen, ich muss nicht nur für mich selbst schauen. Ich habe Gott, der sagt, ich kämpfe für dich. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass Jakob das eine verstanden hat in dieser Nacht, dass Worte Macht haben. Wenn es ein Learning gibt, das Jakob mit Sicherheit mit nach Hause genommen hat, ist es, dass Worte Macht haben in deinem und meinem Leben. Wir sehen das in seinem Leben, wie er das dann anwendet. Es ist so faszinierend. Ein paar Monate später, wir wissen nicht genau, kommt sein letztes Kind auf die Welt. Er hatte zu dieser Zeit mit diesem Begegnung mit Gott schon 11 Kinder und sein 12. kommt auf die Welt. Und seine Frau Rahel, eine seiner 4 Frauen, ist schwanger und die Geburt ist sehr schwierig. Und es ist ein Kampf und es sieht so aus, als würde Rahel das nicht überleben. Und wir wissen nicht genau, wie viel vorher, ob es ein paar Stunden war, eine Nacht oder ein Tag, hat Jakob noch einmal eine Gottesbegegnung. Und Gott begegnet ihm erneut und sagt ihm, erinnere dich daran, du bist nicht mehr Jakob, sondern Israel. Er sagt ihm das zweimal, kurz vor dieser schwierigen Geburt. Und wir lesen zusammen im 1. Mose 35, Vers 17. Und da Rahel eine so schwere Geburt hatte, sprach die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, auch diesmal hast du einen Sohn. Als aber das Leben von ihr wich, denn sie musste sterben, nannte sie ihn, den Sohn, Ben-Oni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb. Ben-Oni heißt übersetzt Sohn meines Schmerzes. Sohn meiner Not. Während Rahel während der Geburt im Sterben liegt und weiß, jetzt ist es vorbei, sieht sie die Situation ihrer Not, sieht sie den Schmerz, sieht sie das Elend und sie nennt ihren Sohn Sohn meines Schmerzes, Sohn meiner Not. Und sie ist in diesem Zyklus der Negativität drin, wie es schon ihre Eltern getan haben. Einfach die Umstände betrachten und dann die Umstände so benennen, wie sie einem ins Auge springen. Aber Jakob wusste, dass Worte nicht nur deskriptiv, sondern performativ sind. Und er schreitet ein und nennt seinen Sohn Benjamin, was so viel heißt wie Sohn meiner Rechten oder Sohn meines Glücks. Weil Jakob hat was verstanden, das du und ich auch verstehen müssen. Nur weil die Umstände so sind, wie sie sind, heißt das nicht, dass das die Identität eines Menschen definiert. Und er entscheidet sich, Leben auszusprechen. Er entscheidet sich, aus diesem Zyklus auszubrechen. Er entscheidet sich zu sagen, nein, Sohn des Schmerzes, bleibt nicht und wird nicht und soll nicht seine Identität sein, der wird Benjamin heißen.
Sohn des Glücks, Sohn meiner Rechten. Wie kraftvoll ist das? Stell dir vor, wir würden als Kirche diese Kultur der Ermutigung und des gegenseitigen Auferbauens wirklich leben. Stell dir vor, wie viele Menschen geheilt würden, wie Menschen aufblühen, ihre Berufung finden, wie Schmerzen verschwinden und Neues entstehen kann. Ich möchte euch Yannick auf die Bühne euch ihn zeigen. Ihr wisst ja, wer Yannick ist, der war schon ein paar Mal hier oben. Yannick, unser jetziger Jugendpastor. Und er wird euch jetzt erzählen, wie sein Leben durch die Kraft von Worte und Ermutigungen verändert worden ist und warum er heute dieser Mann ist, der er jetzt heute ist. Worte haben tatsächlich große Macht auch in meinem Leben gehabt und am Anfang vielleicht wirklich eine negative Macht. Ich bin in meinen Jugendjahren in die Sekundarschule gekommen und habe da äußerlich noch ein bisschen anders ausgesehen. Ich habe euch ein ganz altes Bild mitgebracht. Vielleicht erkennt ihr mich und vielleicht noch jemand anderen auf dem Bild. Genau, das war unsere erste Silvesterparty hier im ICF und durch das, dass ich stark übergewichtig war, war mein erster Schultag in der Sekundarschule so: Ich bin hinter einem anderen gesessen und der hat sich irgendwann umgedreht. Ich kannte den Typen nicht. Der hat sich umgedreht und gesagt: Hey, ich habe eine Frage an dich. Darf ich dich ab jetzt King Fetzky nennen? Und das war so mein erster Schultag und das hat so über die Zeit, ging das dann immer so weiter. Und das war nicht gut. Für mich war das wirklich schrecklich. Ich bin dann irgendwann in die Kirche gekommen und habe hier Menschen kennengelernt, die sich nicht über das äußere Gedanken gemacht haben, sondern den Menschen dahinter gesehen haben. Und das war schon mal das erste Mal, wo ich gemerkt habe, hey, wenn wir Menschen auferbauen, dann kann etwas in ihnen passieren. Später ist es mal so weit gekommen, dass Leute sogar gesehen haben, okay, ja, du bist jetzt hier in der Kirche und vielleicht hast du ja sonst noch eine Begabung. Ich habe beim ersten Mal, als ich hier gewesen habe ich jemanden Gitarre spielen gesehen und ich habe gedacht, das finde ich noch cool, möchte ich gerne auch lernen. Und deswegen ist dann irgendwann jemand zu mir gekommen und hat gesagt, hey, hast du nicht mal Lust in der Band mitzuspielen? Und lustig war, der mich gefragt hat, der hatte keine Ahnung, wie gut ich spielen konnte. Und es war nicht so gut. Und dann ist es aber passiert, man hat mir die Chance gegeben und ich war da und habe gespielt und ich mag mich erinnern, dass jemand nach meinem ersten Einsatz zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey Yannick, ich fand das so gut. Du hast so cool Gitarre gespielt. Rückblickend weiß ich, dass es vielleicht nicht so mega gut gewesen war. Aber es ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe das gesehen und es war gut. Und auf das hin habe ich gesagt, gut, ich investiere mich mehr in das. Ich will da tiefer gehen. Und ich durfte über die Jahre sogar zum Musical Director werden. Ich durfte Worship leiten. Und das wäre nicht passiert, wenn mir nicht jemand gesagt hatte, ich fand das gut, was du gemacht hast und ich glaube dann, dass du es kannst. Und das war dann noch nicht ganz genug, weil dann ist irgendwann die Stelle als Youth Pastor frei geworden. Und ich mag mich erinnern, dass unser jetzt pensionierter Lead Pastor, Ralf, zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, können wir mal kurz spazieren gehen? Und da sind wir spazieren gegangen und man weiß ja, okay, wir gehen spazieren, das heißt irgendwie, da kommt was. Und da hat er aus dem Nix gesagt, ja Yannick, du weißt ja, die Stelle als Youth Pastor ist frei. Was denkst du, wäre das was für dich? Und er hat gesagt, er hat in meinem Gesicht noch nie so einen schockierten und überraschten Blick gesehen wie in diesem Moment. Weil ich habe mir gedacht, hä? Warum fragst du mich das? Und das habe ich ihn dann wirklich gefragt, warum fragst du mich das? Und dann hat er gesagt, hey, du bist schon so lange in dieser Jugendarbeit unterwegs. Du hast schon so viel gesehen, schon so viel miterlebt. Du hast schon so viel mitgeleitet. Und ich glaube daran, dass es jetzt in die nächste Ebene gehen soll mit dir. Und ich glaube, Gott hat dich berufen dafür, dass du jetzt dran bist, das zu übernehmen. Dass du mit deinem Herz, mit deiner Leiterschaft in diese Jugend reingehst und Gott wirken lässt, das ist das, was du tust. Und das war crazy. Das war etwas, das habe ich mir vorher nie vorgestellt. Nie. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich irgendwann einmal in einer Jugendarbeit Pastor sein darf. Und ich sage euch,
es ist so genial, weil Gott wirkt. Und schlussendlich, dass ich heute vor euch stehe und sagen kann, ich bin Youth Pastor, ich bin begeisterter Musiker, das wäre nicht passiert, wenn nicht Menschen gesagt hätten, ich glaube an dich und ich glaube daran, dass Gott was für dich bereithält. Amen. Und heute ist Janik so ein talentierter, nicht nur Jugendpastor, sondern predigt, leitet. So berührend, oder? Unterschätze nicht die Macht deiner Worte. Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Brauche sie für das Gute. Stell dir vor, Ralf oder diese anderen Menschen hätten das nicht über Janik ausgesprochen. Es ist beinahe unvorstellbar, welches Potenzial vielleicht verpasst worden wäre und nie realisiert worden wäre. Ich möchte, dass du verstehst, welche Verantwortung du als Zungenträger hast. Jeder von uns hat diese Verantwortung, Leben zu sprechen. Das nächste Mal, wenn du eine positive Sache über einen Menschen denkst und siehst, dann behalte das nicht für dich, sondern sprich es aus, okay? Du weißt nie, was das in dieser Person für einen Unterschied machen kann. Du hast keine Ahnung. Das nächste Mal, wenn dein Partner dich nervt und du etwas sagen möchtest, dann sag zuerst 5 gute Dinge, bevor du das Negative aussprichst. Das nächste Mal, wenn du dein Kind alleine vor dir hast, dann sag deinem Kind, schau ihm in die Augen und sag deinem Kind, dass du es über alles liebst und dass du stolz bist auf es. Ich mache das regelmäßig mit meinen Kindern. Ich habe das schon mal erzählt, ich mache das regelmäßig. Gestern Abend ist meine Tochter, musste ins Bett. Ich habe sie noch abgepasst im Gang, bin auf die Knie und habe gesagt, ja, ich will dir was sagen. Und habe ihr ins Ohr geflüstert, Timea, du bist so ein tolles Mädchen. Und sie sagt, ich weiß, und geht weiter ins Bett. Warum weiß sie das? Weil ich sie immer wieder sage. Mein Sohn, wenn ich ihm sage, ich möchte dir was sagen, sagt er, ja, sage ich habe dich fest lieb. Dann sagt er, sag mir das nicht immer, ich weiß das. Ich so, okay, sorry. Darf ich sagen, ich habe so Freude an dir, du bist so ein toller Junge. Dann sagt er, ja, das darfst du mir immer sagen. Stell dir vor, was das in ihnen bewirken wird, in ihrem Leben. Ich habe mich entschieden, weil ich das selbst in meinem Leben erlebt habe. Meine Worte bauen Menschen auf. Meine Worte ermutigen Menschen. Und ich möchte dich herausfordern, selbst diese Entscheidung zu treffen und diesen Cycle zu durchbrechen. Und für gewisse von euch wird das einfacher, für gewisse von euch wird es schwieriger, je nachdem, wie du geprägt bist, oder? Aber ich möchte dich jetzt herausfordern, etwas zu tun. Heute, nach dem Gottesdienst, geh zu einer Person hin und sag ihr, was du toll findest. Ermutige eine Person heute. Irgendjemand. Nimm dir das vor, für diese Zeit nachher. Und wenn du jetzt hier bist und sagst, ja, aber es gab ja nichts Positives, dann hast du ein anderes Problem und müsstest vielleicht in die Seelsorge oder so. Dann melde dich bei mir. Aber wenn du irgendetwas Positives siehst, irgendetwas, behalte es nicht für dich, sprich es aus, okay? Und dann die zweite Herausforderung. Versuch das mal eine Woche lang jeden Tag zu tun. Jeden Tag ermutigst du jemanden bewusst.
Versuch das mal. Du baust jemanden bewusst auf. Einmal pro Tag. Mach das mal eine Woche. Und ich verspreche dir, nicht nur dein Leben wird sich radikal verändern, sondern das Leben der Menschen um dich herum. Und wer weiß, vielleicht werden durch deine Worte ein Jakob zu einem Israel gemacht. Stell dir vor, wir würden das alle leben als Kultur. The sky is the limit, wirklich. Gott hat so viel in jeden Menschen hineingegeben. Und es ist unser Job, einander zu ermutigen und aufzubauen, weil Loben zieht nach und Worte wirken Wunder. Loben zieht nach oben und Worte wirken Wunder. Ich möchte jetzt beten für dich. Vielleicht bist du hier und du hast Worte, die dich geprägt haben zum Negativen. Und heute ist ein Moment, wo du das wie eintauschen darfst und Gottes Ideen und Gottes Worte über dir annehmen darfst und Heilung erfahren darfst. Und wenn du das bist, wenn du merkst, ich habe da so einen Satz oder ich habe da so eine Sache oder ein Muster, Worte, die immer wieder über mich gesprochen wurden, die ich selbst zu meinem Rhythmus, zu meinem Refrain gemacht habe in meinem Leben. Wenn du merkst, ich möchte das heute ablegen, dann möchte ich dich ermutigen, geh zum Gebetsteam nachher. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Leute, die beten, weil wir haben nur jemanden. Vielleicht können noch ein paar dorthin gehen und mithelfen beten. Tausche das ein, sprich es aus, was dich belastet. Und diese Leute vom Gebetsteam werden dir Leben sprechen, über dir, Gottes Wort über dir aussprechen.